Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, Leute, und das am 12. Spieltag der Bundesliga. Und der FC trifft auf die Truppe aus Hoppenheim. Aber wir stehen, und das seht ihr direkt, wir stehen hier völlig unter Strom. Denn das Spiel gegen Slowatschko ist gerade zu Ende gegangen und wir haben 1:0 gewonnen. Und wir waren ja schon seit gestern Abend hier. Was für ein geiler Sieg in Tschechien. Ja, mit Verzögerung muss man sagen. Ja, unfassbare Geschichte, was mit dem Nebel passiert ist. Und deswegen kann unser Motto natürlich auch nur darauf sich beziehen. Und das Motto lautet, trotz Nebel auf Kurs. Leute, darauf trinken wir natürlich wie immer 2 Kölsch. Auf 3 Punkte, auf diesen geilen Sieg heute, aber 3 Punkte vor allen Dingen auch gegen Hoffenheim, wo wir jetzt nachlegen werden. Prost! Ja, da legen wir nach. Ja, ich würde sagen, bevor wir zu Hoffenheim kommen, vielleicht doch noch mal kurz auf Slowatschko zurück. Was für ein Abend gestern, also so ein Vorglühen haben wir noch nie erlebt, wirklich einen ganzen Abend vorgeglüht. Und dann war es endlich soweit heute Mittag. Und es fühlte sich ein bisschen komisch an, fast wie in Zweitliga-Zeiten, hat der Steffen Baumgart ja auch schon gesagt, ja, als wir dann wieder hier einliefen. Das haben wir noch nie gehabt, dass wir direkt am darauffolgenden Tag auch wieder da waren. Wir können nicht normal. Das muss man für den 1. FC Köln festhalten. Ich glaube, die Bayern haben in 100.000 Jahre Europageschichte nicht einmal so ein beklopptes Spiel gehabt. Ja? Also, wo dann durch Nebel alles abgesagt wird. Wir haben am ersten Moment auch gedacht, vielleicht ist Pyro im Spiel, aber nein, ne? Es war alles sauber. Eine grandiose Geschichte. Also ja, und mich freut es vor allen Dingen auch für die ganzen Auswärtsfahrer. Ein paar mussten ja gezwungenermaßen dann doch zurückfliegen. Die meisten, auch von denen ich gehört habe, waren so flexibel, dass sie einfach ein bisschen verlängert haben. Und dass die jetzt belohnt wurden mit dem Auswärtssieg, das freut mich ganz besonders. Grüße an alle Auswärtsfahrer. Ja, großartig. Und ihr habt es dann ja völlig ohne Nebel sehen können. Die Nebel haben sich gelichtet. Und damit würde ich sagen, sind wir auch wieder bei der TSG. Oh. Denn da lichten sich die Nebel auch. Ich denke da ganz besonders an die dusselige Geschichte, als hier Rummenigge und Hoeneß Hand in Hand mit Herrn Hopp in einer spontanen Aktion ein Zeichen gesetzt haben gegen die bösen Fußballfans. Ja. Das haben wir damals schon gesagt, das sieht doch sehr, sehr inszeniert aus. Und jetzt ist es endlich bewiesen, dass es auch so war. Die Nebel lichten sich, die hässliche Fratze des Fußballs hat sich ein neues Mal gezeigt. Ja. Ja, ich meine, wir haben gestern Abend schon dran gedacht, dass in 10 Tagen San Martin ist. Im Schnee, da saß ein armer Mann. Ja. Im Regen stand ein reicher Mann, nämlich Dietmar Hopp, zusammen mit den Bayern-Witzfiguren und haben diese lächerliche Show abgezogen. Und die Medien sind ja auch darauf angesprungen. Und umso mehr war es ein innerer Vorbeimarsch, als jetzt im Sportstudio dieser investigative Journalismus stattgefunden hat und die das mehr oder weniger dann auch hochoffiziell aufgedeckt haben. Und da ziehe ich den Hut vor einem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, der lange genug das Lied von Hopp gespielt hat, die jetzt aber dahinter gekommen sind, dass es Pfuscherei ist, nicht nur bei dieser Aktion, sondern auch bei der ganzen Politik, bei dem ganzen Business-Konstrukt. Und hat mich sehr gefreut, dass es da im Sportstudio so alles zum Vorschein kam. Ja, gehört auch Größe dazu, dass man diese Geschichte erstmal schluckt, kritiklos, aber dann später dran bleibt und sagt, das kann eigentlich so nicht sein. Also das gefällt mir auch gut. Und im Nachhinein gesehen, wir haben es immer gesagt, aber jetzt ist es umso deutlicher, wie lächerlich das ist, dass sich diese Vögel da hinstellen und einen auf moralisch machen, ja, und für die Moral im deutschen Fußball stehen wollen. Ja, ist ungefähr so, als würde Attila Hildmann jetzt kommen und sich über die Verschwörungstheoretiker aufregen, ja. 2 vorbestrafte, Verurteilte stehen da und also es ist schon sehr, sehr lustig. Und überhaupt muss man da sagen, ich meine, das ist jetzt so richtig, weiß ich nicht, wie lange, wenn man das fragen darf, macht er noch? Also, wenn der weg ist, dann ist das vorbei da. Ist das Thema auch vorbei. Ja. Es ist ein unwürdiger Gegner, aber auch die müssen wir vernaschen. Und vernaschen ist genau das richtige Stichwort, wenn wir jetzt wieder auf Europa zurückkommen. Denn wir haben das Endspiel gegen Nizza und wir können mit einem Sieg nächsten Donnerstag in Müngersdorf nicht nur die Zwischenrunde erreichen, sondern je nachdem, wie Belgrad gegen Slowatschko spielt, können wir sogar Platz 1 erreichen. Mir wäre ehrlich gesagt lieber, wenn wir Zweiter werden, weil dann haben wir noch ein Bonusspiel, zu dem wir dann
mit Sicherheit auch wieder fahren werden. Wir haben ja jetzt zweimal ausgesetzt, gegen Belgrad und gegen Slowatschko auswärts. Aber spätestens jetzt sind wir wieder heiß auf Europa auswärts. Also es muss klappen gegen Nizza. Es muss klappen und die Hoffenheims, die frühstücken wir einfach so zwischendrin ab. Ja? Egal mit welchem Personal, wird ja eng, aber Zeitrahmen eng, Personal eng. Ja. Wird das Spiel denn jetzt verlegt auf Montag oder man weiß es noch nicht, ne? Wir gewinnen einfach am grünen Tisch. Ja. Und wenn wir so auftreten wie heute, kämpferisch, ich habe mich auch super für Ondrej Duda gefreut, dass er den entscheidenden Elfmeter reingemacht hat. Oute mich an der Stelle gerne, weil er kriegt wirklich viel Fett weg. Ich bin ein Fan von ihm. Und vielleicht war das ja jetzt eine Initialzündung, dass er auch wieder zu richtiger Hochform aufläuft. Wünschen tun wir es ihm. Leute, wir sehen uns am Sonntag. Ciao. Bis dann. Prost.